Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen in Wissen wird losgelassen. Im Namen Gottes. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Warte mal kurz. Okay, wir machen heute mal was anderes. Wir wollten zwar das letzte Mal, die letzten 3-4 Mal wollten wir zwar nach Minefield, aber wir werden heute mal ausnahmsweise der Hauptgeschichte weiterfolgen. Mit Colin Moriarty sprechen. Warte mal, wie ist denn das jetzt gegangen? Und zwar, okay, wir brauchen das. Ja. Wir brauchen was, was unsere Sprache ein bisschen nach oben treibt. Ich möchte mit euch die... Offensichtlich verwundet. Dürfte ich Ihnen Ich möchte jetzt ein bisschen die Hauptgeschichte weitermachen, weil wir müssen Richtung Washington hinein. Und was wir machen müssen, vor allem einmal Munition uns besorgen und Waffen werden wir auch brauchen. Genau. Und später dann, ja, schauen, dass wir irgendwie zur Bruderschaft kommen. Dass wir was machen können. Genau, diese eine Stadt mit den Todeskrallen. Genau. Das haben wir gesagt, können wir ja verkaufen. Wir nehmen da noch eins zur Vorsicht. Okay, wir haben jetzt da die Sprache. Wir haben jetzt unsere Sprache relativ weit nach oben gelevelt. Warte mal, wo ist denn das? Schau her. Über 55. Mal schauen, ob's hinhaut. Mach schon, du Schrottteil. Jeden Tag derselbe Mist. Gob, ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay, aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Warum funktionierst du nicht? Blödes Radio. Du lässt das verdammte Funktionier. Ding einfach Nun allein, schon. Gob. Funktionier. Verdammtes Radio. Ich mag den Radiosender der Enklave. Er ist Scheiße. patriotisch. Jetzt was also soll ich weiter? daran rumbasteln? Haben wir ein Problem? Wir Was sprechen zur Hölle ist denn? mit dem Gob. Hey, Glatthaut, brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Verdammt, was bist du denn? Klappe, Ghoul, und glotz mich nicht so an. Gut, lass mich einen Moment drüber nachdenken. Moment mal. Sie werden mich nicht schlagen? Mich anbrüllen? Noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Machst du Witze? Ich halt den Rand, Ghoul, oder ich zieh dir eins über. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ach nee, was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe. Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Oh ja, an so jemanden erinnere ich mich. Ehrlich gesagt halte ich mich normalerweise im Hintergrund, bekomme häufig eins drauf, wenn ich Kunden anstarre.
Aber sprechen Sie mal mit Moriarty. Gob, bitte, wenn du irgendetwas über meinen Vater weißt, sag es mir. Tut mir leid, Glatthaut. Das Risiko kann ich nicht auf mich nehmen. Schwein. Moriarty schlägt mich tot, wenn ich auch nur mit Ihnen rede. Da ist dieses Aas. Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Ich suche meinen Vater. Mein Gott, Sie sind's. Das kleine Mädchen ist erwachsen. Und irgendwie immer noch wunderschön wie eine Blume. Es ist lange her, Kleine. Ach, der war da, ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie? Mein Vater und ich wurden in der Vault geboren. Alles Lügen. Ich möchte einfach nur meinen Vater finden. Wo steckt er? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos und Infos sind Handelsware. Sagen wir 100 Kronkorken und Sie wissen, wo Ihr Papa ist. Sehr günstig. Nö, danke, ich finde es alleine heraus. Ach ja, na dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Soweit ich weiß, hat Ihr Vater nur mir erzählt, wohin er gegangen ist. Kommen Sie wieder, falls Sie Ihre Meinung ändern. Normalerweise bin ich in der Kneipe. 100 Kronkorken. Ihr Papa würde da nicht so lange überlegen. Kleines Arschloch. Wer ist er? Ach nee, noch so ein Ödland-Hornochse. Hören Sie, ich mag Sie nicht. Halten Sie sich von mir fern, dann werden wir keine Probleme miteinander haben. Siehst nicht so aus, als ob du hierher gehörst. Erzähl mir von dir. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe draußen im Ödland gelebt. Damals war ich ein echter Mistkerl, aber das habe ich alles hinter mir gelassen. Hast du jemals daran gedacht, wieder nach draußen zu gehen? Was? Wohin soll ich zurückkehren? Du musst dich hier draußen in der Wüste nicht zu Tode langweilen, Mann. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Da draußen gibt es nur Böses. Töten, stehlen, Gewalt. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, töten, stehlen klingt amüsant, was? Ja, also irgendwie vermisse ich es manchmal. Es ist ein freies Leben, finde ich. Ach, ich bin ein verbrauchter alter Raider. Welches Team würde mich schon aufnehmen? Diese Bübchen haben doch überhaupt keinen Respekt. Eine Truppe finden könnte schwierig werden. Trotzdem viel Glück. Na dann, herzlichen Dank. Ich muss los. Ich bin hier, nur für den Fall. Ist gratis. Alles andere Okay, wir werden jetzt schnell mal ein bisschen was verkaufen, beziehungsweise wir werden jetzt da irgendwo ein paar Stunden warten. Aber wo? Oder sollen wir schnell zu uns nach Haus laufen und schnell ein bisschen übernachten? BZW einen kurzen absemmeln. Weißt du was? Wir werden einen kurzen absemmeln daheim und werden dann zurückkehren zum Moriarty. Die $400 haben wir eh schon verärmt. Ne? Die, was der ganz am Anfang, wo uns diese eine junge Dame überrascht hat, da in diesem einen Gebäude da, ne? Sie sind offensichtlich verwundet. Dürfte ich Ihnen einen alsbaldigen Arztbesuch ans Herz legen? Nö. Da bin ich nicht d'accord mit dir. So, na mach mal hätten wir gemacht 10 Stunden, war es vielleicht gescheiter gewesen. Machen wir nochmal 3 Stunden. Wir sind nun gut ausgeruht, aber haben wir das Kleingeld hingehauen? Na, da nicht. Da? Ich wollte eigentlich nicht alles mitnehmen. Scheiß Spiel. Gut, wir haben halt alles einpackt, ist auch wurscht. Alles nach Ihrem
Wieso sind wir jetzt nicht mehr gut ausgeruht? Sie sind jetzt gut ausgeruht. Na gut. Ab die Post. Ach, Papi, wenn ich dich finde, bringe ich dich um. Und alles nur, weil ich diesem Arschloch $100 geben musste. 100 Kronkorken. Schlimm, schlimm, schlimm. Dann fahren wir mit der BIM. Ja. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie Ja. auf der Welt. Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Ich hoffe, dass es Ihnen immer Schutz bieten kann. Oh. Wenn es Ihnen so viel bedeutet, nehme ich es an. Machen Sie bitte weiter. Du heilige Grützkacke. Gut, wir verziehen jetzt unseren Grützkack-Charakter mal da einer und dann werden wir diesen Moriarty, ja, mal diese 100 Kronkorken geben. Diese einmal 100 Kronkorken können wir ja entbehren. Da lassen wir uns mal sicher keinen Bären aufbinden. Wie soll's denn sein? Infos über den Aufenthaltsort des lieben Herrn Papa gegen ein paar Kronkorken oder doch lieber der Alleingang? Das Ödland kann so unerbittlich sein. Ja, bis auf die Todeskrallen habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Haben Sie Erinnerungslücken? Umsonst ist nur der Tod. Also schaffen Sie mal die 300 Kronkorken ran. Dann können wir reden. Tut mir leid, aber wir hatten 100 Kronkorken ausgemacht. Oh nein, Sie haben mein Angebot von 100 Kronkorken abgelehnt. Jetzt biete ich Ihnen ein neues Geschäft für 300 Kronkorken an. Aber was bringt es sich, um Banalitäten Gedanken zu machen, wenn die Sicherheit des eigenen Vaters auf dem Spiel steht? Oh, schaffen wir das? Bah, gehen wir einen Schritt zurück. 100 Kronkorken sind doch vernünftig, oder? Tja, ich denke schon. In Ordnung. Weil ich so ein Weichei bin, gehe ich auf unsere ursprüngliche Abmachung ein. Ihr Papa ist hier durchgekommen, blieb aber nicht lange. Er sagte, er müsse sich um wichtige Angelegenheiten kümmern und machte sich auf in die Stadt. Hat wohl was mit Galaxy News Radio zu tun. Das Beste wäre es wohl, dort anzufangen. Weidmanns Heil. Und danke für die Kronkorken. Baba. Ich kann kaum unser nächstes Treffen erwarten. Darf man fragen, was das soll? Das nächste Mal schieße ich dir in den Kopf, Arschloch. So, gut. Ja. 100 Kronkorken versemmelt und verschönert. Warte mal, gibt's da nicht irgendwo einen Waffenladen oder so? Irgendein Schatz? Na? Bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Moira überhaupt Waffen hat. Da ist die Klinik. Da sind die Kinder des Atoms. Da ist der Moriarty. Egal. Wir machen uns jetzt einmal so, wie wir sind, auf den Weg in Richtung. Autsch. Warte mal. Saloon, Supplies, Restroom. Luxury Act, was? Commons. Ist wurscht. Ja? Abflug. Wir starten in Richtung Galaxy News. Wo haben wir denn den Chance? Tritt in seine Fußstapfen. Hinein in die Stadt. So, ab geht's in Richtung Galaxy News. Schneller Wett, der will aufbereitetes Wasser haben wir gar nicht, siehst. Ist ja nur gut, dass wir nicht alles haben, weil sonst könnten wir ja sagen, unser Karma wäre zu groß. Das wäre ja Karma-Verschwendung. So, ja, genau. Oh Gott, Washington, wir kommen.
Washington, wir kommen. Jawohl, jawohl, hat er gesagt. Und dann ist er verreckt. Uah, nicht schon wieder. Wow. Wir brauchen Rüstung. Wir haben die Kleidung an, die möchte ich mir aber gehalten. Wir nehmen zuerst die. Wow, ah da. So, komm her, mein Süßer. Dankeschön. Du haust mich glatt vom Hocker. Okay, am Markt vorbei. Wir rammen jetzt einmal die Waffen weg. Wenn ich mich recht entsinne, dann müsste ja irgendwann einmal ein Soldat der Enklave vorbeilaufen mit einer Powerrüstung. Aber ich glaube, jetzt nicht. Na so gut. Ja, ja, das habt ihr mir überredet. Oh. Brauchen wir alles nicht. Munikiste passt. Her damit. Ansonsten gibt's hier nichts. Okay, gut. Haben wir gespeichert. Darum geht's jetzt weiter. Was ist da? Da ist die Brücke. Da ist die Brücke. Da ist die Brücke. Was ist das? Wir nehmen einfach mal die Brücke und dann werden wir da in diese Richtung marschieren. In Richtung einmal Galaxy News Radio. Genau. Pam 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 pam. Bam bam bram bam 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 bram bam 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 bram bam 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 bram bam bam. Ah ja, genau, da ist diese Station. Genau. Was ist denn da alles? Nix. Gut. Bam bam bram bam 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 bram bam 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 bram bam 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 bram bam bam. Okay, Hä? Wer? Wo? Ah, au. Ich bettle nicht, du Affe. Also, wir haben ja fast nichts mehr dabei. Da haben wir nur mehr 12 Kugeln. Kampfflinte, da hätten wir noch ein bisschen was. Okay. Da werden wir die nehmen. Au! Noch einmal. Doch. Brauchen wir sonst nichts. Passt. In der Richtung ist Galaxy News. Wirklich?
Raiderkopf verkrüppelt. Also das muss da mal schaffen. Au! Wir haben ein kleines Problem an der Backe. Jetzt weiß ich aber nur nicht, wie wir das jetzt am blödesten angehen. Sturmgewehr, da haben wir noch 14 Schuss. Na gut. Einfach nur mehr Dauerfeuer, sonst schaffen wir das so eh nicht. Kurz einen Blick, können wir uns irgendwie was einmampfen? Schmutziges Wasser. Wir werden jetzt zwar ausschauen, wir werden jetzt zwar leichten wie Sau, aber das ist mir jetzt mal wurscht. Aber ich will ein bisschen Stimpaks sparen. Ups, wir sind schon wieder leer. Da sind wir auch leer, da haben wir noch 14 Schuss herinnen. Toll, Kenny. Okay, sehr gut. Den nehmen wir mit, weil wir die andere reparieren müssen, wenn sie ist. Okay.